Hey, salut zusammen. Wir sind hier zu Thun in der Selve und heute ist Samira dabei und wir freuen uns, oder ich freue mich mega drauf. Es ist zwar ein miserabler Tag, es ist brutal grau, Hochnebel, es ist kalt und gestört, aber ich hoffe, es wird cool und lustig. Ich bin Samira Herzog. Ich fotografiere Hochzeiten und Leute. Das schon seit ein paar Jahren, nie ganz Vollzeit, weil ich immer noch als Lehrerin unterwegs bin. Genau, und heute darf ich mit Phil eine Challenge machen und ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe nämlich wirklich nicht viel verraten. Du hast gar nicht verraten? Ich habe gar nicht verraten. Eigentlich nur gesagt, wenn, wo und sie ist da. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Du hast deine Kamera dabei, gell? Die habe ich dabei. Lass jetzt, die kannst du mir geben. Du bist eine kleine Mutter, oder? Jawohl. Und wenn wir so mit Kindern und Fotos im Alltag und so, hat man ja manchmal nicht so eine grosse, schwere Kamera dabei. Darum habe ich gedacht, machen wir heute eine Challenge. Ich würde dir heute mal gerne eine richtig schöne Kamera übergeben. Wow. Du darfst die gerne mal anlassen. Hallo, Hilfe. Forward. Da! Ja, genau. Ja. Die gehört der Ellen, die gehört unserer Wow. ältesten Tochter. Wow. Sensationell. Das gibt Top-Shots. Das gibt Top-Shots. Jetzt, es Ich ist kann ja eine alles. Challenge, oder? Ja. Und das ist ja noch keine Challenge, weil die Kamera ist ja... Die ist ja mega gut. Das ist richtig gut, genau. Nein, und wir haben gedacht, wir würden es so machen, wir haben 2 Models dabei, die stellen wir nachher gleich vor. Du dürftest 10 Fotos machen. Von den Okay. Models. Okay. In dieser Umgebung hier, 10 Fotos, du hast alle Zeit der Welt. Also, wir haben 2 Models hier, das Katie und nebenan das Gelbe ist das Amy. Jetzt fangen wir an. Samira macht 10 Fotos von euch. Ist gut? Schauen wir mal, ob das klappt. Wir werden es sehen. Könnt ihr da rauf schauen? 1, 2, 3. Super, das war das erste Foto. Geh zum Bänkchen, du musst springen, dann haben wir warm. Ja, komm, spring. Das darf man sonst nicht, auf dem Bänkchen stehen. Aber jetzt schon. Heute dürft ihr mal. Hast du zwar keine Leine, musst aufpassen, gell? Super. Ja, das ist dann cool. Zum Fluss schauen, zu den Aaren. Super. Wir machen das so, dass ihr mit dem Trottinett auf der Linie fahrt. Und zwar hier auf dieser Linie, auf dieser weißen Linie. Ist gut? Achtung! Fertig! Los! Schnell, 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 schnell! Yay! Gut, Katie! Katie auch noch! Hopp, 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 hopp! Schon 4. Okay. Jetzt können wir noch hinter den Zaun dort gehen. Ist gut? Ein bisschen dran schütteln. Ist gut? Super! So gut! Super Sache! Noch ein bisschen über. Ja! Super! Super! Und winken. Super! Das ist super! Hey, ihr macht so gut Mädel. mit. Wollt ihr ein Foto mit dem Delfin machen? 1, 2, 3. Ah, schau mal. Da vor das Gitter herstehen. Schaut ihr zu mir? 1, 2, 3. Ja, das ist schön. Jetzt ist der Daddy dran. Tada, tada. Ja, gib ihm! So, Mädels, jetzt mache ich schnell eins für euch. Könnt ihr mal beide hier herstehen? Oh nein, weißt du, das Hocken ist auch gut und die Beine so lachen plampen. So, dann machen wir da mit diesem coolen, hohen Haus hinten dran. Jetzt schauen, dass man das Toy-Toy-WC nicht so sieht. Aber ich kann ja zoomen bei dieser Kamera. Oh, das habe ich gar nie benutzt. Also. Oh nein, jetzt hast du nicht gedrückt. Es geht schnell, Phil. Das Es war das geht erste schnell. Foto, ja. Da muss man kaum ankommen und dann macht das schon das Ja. Foto. Das ist ja darum mein zweites Foto schon. Also, Moment noch schnell. Achtung, fertig, los! Naja. Jetzt dürftet ihr beide mal hier am Boden liegen und dann zu mir hochgüchsen. Los! So, 1, 2. Sehr gut. Weltding. Dann kannst du die mal haben, aber nicht fahren. Ist gut. Mit dem Basketballkorb hinten. Und 3.
Nein, was habe ich gemacht? Selbstverständlich. Es geht noch 7 Sekunden. 6. Sag. Jetzt gerade Mädels. 1. Yeah! Schau mal, die zwei Coolen da. Hast du nicht mehr Selbstauslöser? Mal, Scheibe, wie schaut das aus? Musst du gerade bei mir bleiben? Ja, das wird mir das wird mir ein lustiges Video. Darfst du mal ganz cool da schauen? Fertig. Hat es blitzt? Aua. Kannst du mal hinten dran stehen? Da zwischendrin. Noch ein bisschen näher zusammen. So ein bisschen hinten vorne kommen. Nein, was habe ich jetzt wieder gedrückt? Es tut einfach. Ah, der Mando! Mit Blitz sogar noch. Bitte lächeln, Aber hat die mit Kamera Battle. gesagt. Der Band ist leider auch drauf. Ja, aber nice. Ja, aber ist gut. Das ist gut. Dann nehmen wir mit. Kannst du mal eine Grimasse machen? Das sieht cool aus. Zunge wieder rein, ein bisschen lächeln. Was machen wir? Hey, wir wollen Katie's Wünsche geben. 1, 2, 3. Ah. Ja, das habe ich. 7, 8, 9. Komm mal noch eins. Ich habe eine super gute Idee. Schaut mal, ich habe eine coole Idee. Genau, wie ein Müsli. Super. Katie ist gefroren. Hey, wir sind jetzt hier bei Zanellas daheim. Es hat einen kleinen Grund. Und zwar, Katie war es wirklich zu kalt, gell, Katie? Es war nicht mehr gemütlich. Jetzt ist sie immer happy. Sam, deine Erfahrung mit dieser Kamera, wie würdest du die zusammenfassen, beschreiben? Ja, zusammenfassend, das hat gleich einfach etwas anderes, als die Kameras, die wir uns sonst drauf verlassen. Aber hat gefällt, mal mit etwas ein bisschen einfacherem zu arbeiten oder mit etwas, wo man sich nicht so gewöhnt ist. Darum, ich habe es eigentlich cool gefunden, ich bin mega gespannt auf das Resultat. Ich finde es noch lustig, bei solchen, wenn du gar nichts einstellen kannst, dann bist du irgendwie wie, ich finde es recht easy. Weil du musst dich nur auf die Szene und auf das, was du willst, konzentrieren und musst nicht überlegen. Das finde ich eigentlich noch lustig. Wir haben ja gesagt, du bist gleich Mami. Wenn du jetzt in die nahe Zukunft schaust, gibt es Sachen, wo du dir ein bisschen Sorgen machst? Oder wie hast du das Gefühl, wie willst du das vereinen miteinander? Ich bin mega gespannt, wie das wird. Weil es einfach etwas Neues ist. Ich glaube, für jeden, der das erste Mal älter wird, ist das etwas Neues, ist das ein neuer Lebensabschnitt. Und eben bei mir verändert gerade relativ viel, weil ich aufhöre mit Lehrerin sein, weil ich als Fotografin arbeite. Aber ich bin grundsätzlich mega zuversichtlich, dass das irgendwie gut kommt. Und wenn es nicht gut kommt, dann muss man halt den Plan anpassen und irgendwie Lösungen finden. Und dort Angst in dem Sinn habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwie kommt es gut. Wie hast du es mit analoger Fotografie? Hey, analog habe ich noch nie fotografiert. Das ist irgendwie lustig, dass ich das nie mir angeeignet habe. Ich finde es etwas sehr Cooles. Es ist auch etwas, das jetzt wieder so ein bisschen aufkommt. Es würde mich schon gelusten, aber bisher hat es mich noch nicht gepackt, dass ich mir eine Kamera kaufe und ausprobiert und so. Aber wer weiß, vielleicht dann mit Kind, vielleicht habe ich es ja langweilig plötzlich. Eher nicht, aber... Okay, das prägt sich gut, weil wir haben gedacht, wir wollen dich nicht nur mit dieser Kamera heute sehen, sondern auch noch schnell 1, 2 mit einer analogen machen. Wir bleiben einfach und klein, sogar noch etwas kleiner. Ganz einfache, kleine Point-and-Shoot-Kamera gekauft. Ein kleiner Kontakt, wo du siehst, du kannst eigentlich nichts einstellen. Das Einzige, was ich dir noch erklären kann, es hat hier noch den Blitz kannst an, Auto. Und dann kannst du einfach heller und dunkler, aber das spielt auch keine Rolle. Also, das wäre unser Tool. Wir gehen in die zweite Runde. Es sind 11 Fotos schon gemacht auf dem Film. Das heisst, es sind noch 25, die man machen kann. Das heisst, du könntest 12 machen, ich könnte 12 machen. Dann gehen wir mal schauen. Wir haben die Wohnung, wir haben 2 Zimmer zur Verfügung. Ich brauche die viel einfach so für Momente festzuhalten und gar nicht grossen Einfluss nehmen. Weil du hast kein Screen, du bist nicht abgelenkt, du kannst nichts einstellen. Und darum finde ich eigentlich noch cool, mit der einfach abzudrücken, Momente festzuhalten und du bist sofort wieder zurück im Moment. Und das finde ich eigentlich noch cool. Und darum gehen wir jetzt mal über ins Kinderzimmer schauen, was die Mädels machen. Und vielleicht mache ich einfach ein paar wirklich einfach Schnappschüsse, ohne gross etwas zu sagen. Und vielleicht noch 1, 2 Gestellte. Das ist mal so der Plan. Mal schauen, keine Ahnung.
Katie, kannst du wirklich kommen, bist du gut? Kannst du noch hierher hückeln? Nein, Leute. Hast du da nicht bewegt? Jetzt gibt es noch einen für dich. Achtung, fertig, und... So, ich bin angelangt beim Nummer 23, das heisst, ich habe meine 12 Fotos gemacht. Darum, Sam, it's your turn! Juhu! Ich habe mich ein bisschen geachtet, du hast nie das Foto angeschaut, weil du es ja gar nicht kannst anschauen kannst. Es ist so drin, dass wir ganz schnell schauen. Oh, man würde so gerne sehen. Wenn wir noch eins machen, wo ihr auf dem Bänkchen hockt. Ihr habt das so gut gemacht. Hey. Mega. Wir sind wieder zurück vom Foteln. Was war anders? Was war gleich? Das Schwierigste habe ich gefunden, nicht auf die Kamera zu schauen, intuitiv, gerade nachher. Weil wenn wir digital fotografieren, schauen wir immer nachher, oh, wie ist es geworden? Und du hast gesagt, dann bleibt man so im Moment. Das habe ich schon sehr auch so gefunden. Du bist wirklich dann nicht mega mit der Kamera beschäftigt, sondern weiter so, was machen wir als nächstes. Würdest du aber sagen, es ist für dich so ein bisschen, weil es Film ist, bewusster? Oder sagst du, nein, jetzt in diesem Setting hier, hast du das gar nicht gross im Kopf gehabt? Es ist beides. Irgendwie sind wir gezwungen, wir machen jetzt 12 Fotos und auf der anderen Seite eben schon sehr bewusst und nicht 3 vor gleichen Szenen. Also man ist sich schon sehr viel bewusster, jetzt mache ich ein Foto. Das hat schon viel mehr Wert. So. Ist es etwas, wo du sagst, hey, das würde mich eigentlich vielleicht noch reizen, vielleicht mehr auszuprobieren? Also jetzt so im Hinblick auf Familie haben und irgendwie Kinder, wo immer etwas läuft und die Erinnerungen mega wertvoll sind, könnte ich mir eigentlich schon noch vorstellen. Hey, ja, und sonst gibt es noch irgendwie Ziele oder Sachen, wo du sagst, hey, das sollte ich unbedingt noch ausprobieren in der Fotografie? Als Hochzeitsfotografin sicher beständig weitergehen, die Hochzeiten fotografieren, wo ich wirklich Freude habe, wo ich Spass habe. Nebendran, also fürs Fotografieren sicher irgendwie mich immer wieder in Settings hineinzwingen, wo ich wie vielleicht nur einfache Sachen habe, wie heute. Das finde ich eigentlich sehr inspirierend. Auch für Kreativität, mal wieder etwas Neues ausprobieren. Dass ich dort nicht unkreativ wird wegen der Technik, sondern immer wie dranbleiben und dann mich dort immer weiterentwickeln. Mega cool, bist du dabei gewesen. Hast du mitgeholfen. Immer schön, mit dir Zeit zu verbringen. Merci vielmals. Danke, danke. Und, ich bin gespannt, was rauskommt. Wir werden euch jetzt im Anschluss vom Videoöli die analogen Fotos noch drin tun. Merci auch von meiner Seite. Das war wirklich mega cool. Hat geweckt. Schön, danke vielmals. Hey, tschüss zusammen. Schönes Tag.